Demnach hat der König Hesekias Diener geschickt, für das ganze Israel inladen, dass er zu Jerusalem käme, für das Osterfest zu feiern, für Israel sein Herrgott zu ehren. Vor vielen Jahren hat das Volk nie mehr das Fest gemacht gehabt, wie Gott es für Moses geordnet hat. Die Stadt Jerusalem, wo das Platz war, wo das Fest passieren soll, war die Stadt, wo der König David geredet hat, als die Hauptstadt und Platz vom Gottestempel. Das Volk hat in dieser Zeit der Herrgott verlassen gehabt, für andere Götter dienen, wie denen sein Vorkommen es auch schon gemacht hat. Volk von Israel, kommt zurück zum Herr, Abraham, Isaac und Jakob sein Gott, und so tut er nochmal zu euch kommen. Seid nicht dickköpfig, aber hört der Herr an. Kommt zum Tempel und tut ihm anbeten, dass er nie mehr böse bleibt mit euch. Weil der Herr, unser Gott, ist gut und holt euch nochmal an, wenn der zurück an ihm wollt gehen. Da waren viele Personen dabei, wo das Osternachtsessen gegessen haben, ohne alles machen, wie Moses sein Gesetz geschickt hat. Aber Ezekias hat gebetet für die und sagt: O guter Herrgott, verzeih all die, wo mit sein ganz Herz dich anbeten, Herrgott von unseren Vorkommen. Verzeih sie, o Herr, wenn sie auch nicht grad sich richtig sauber gemacht haben, wie die Tempelgesetze es schicken. Der Herrgott hat Ezekias angehört und hat das Volk verzeiht. Da haben sie all zugesagt, für noch 7 Tage feiern, und so haben sie es gemacht mit viel Frieden. Aber wie davor hat das Israelitenvolk sowie dann sein Könige gleich im Abraham sein Herrgott nochmal gelassen, für die falschen Götter anbeten. Ein echter Gottesprophet, wo Isaias genannt war, hat Ezekias geholfen, Herrgott sein Hilfe zu suchen in allem. Herrgott hat viele Propheten geschickt für das Israelitenvolk, dass er Gott sein Wert erbringen würde und dass er das Volk helfen würde, dass er besser am Herrgott nachhören könnte.